أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich möchte heute anfangen mit dem Vorlesen von einem Hadith, wo ich heute drüber gestolpert bin, sozusagen. Überliefert von Said ibn Arqam radiallahu anh, der berichtete: Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam pflegte als Bittgebet die folgenden Worte zu sprechen: O Allah, ich nehme meine Zuflucht zu dir vor Unfähigkeit, Faulheit, Geiz, Altersschwachsinn und der Strafe im Grabeszustand. O Allah, gib meiner Triebseele Gottesfurcht und läutere sie. Du bist der Beste, sie zu läutern. Du bist ihr Beschützer und Herr. O Allah, ich nehme meine Zuflucht zu dir vor Wissen, das nichts nützt, vor einem Herzen, das Allah nicht fürchtet, vor einer Triebseele, die nicht satt wird, und vor einem Bittgebet, das nicht erhört wird. Das Hadith, der wird erwähnt im Sahih Muslim, im Tirmizi und auch im Nasai. Wer kann mir sagen, was ein Hadith ist? Ganz kurz. Was ist ein Hadith? Hadith ist das, was Prophet Mohammed gesagt hat. Nur was er gesagt hat? Ein Wort, so sagen. Ja. Was im Koran vorkommt, ist Was im Koran vorkommt? Nein, das beschränkt sich nicht auf den Koran. Also ein Hadith ist alles, was unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, gesagt hat, und zwar nach und davor die Prophetenschaft, und wo überliefert worden ist bis zu uns. Das ist ein Hadith. Jetzt habe ich euch einen Hadith vorgelesen. Das ist einer von vielen, mir hat jetzt gerade persönlich sehr gut gefallen, weil es ein sehr schönes Bittgebet, also ein sehr schöner Dua ist. Wenn ich jetzt das aber lese, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass der Hadith echt ist? Was gibt mir die Sicherheit, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam tatsächlich das gesagt hat? Wie kann ich das herausfinden? Ist es überhaupt möglich? Ja, also Quelle ist Muslim Nummer 2722. Nach was für eine Zählart allerdings weiß ich nicht, weil ich habe gesucht und habe es nicht gefunden. Ich habe es selber aus dem Riyad Salihin, und dort war die Quellenangabe so gewesen. Oder Tirmizi Nummer 3572. Aber wieso sagt man die Quellenangabe, auch wenn ich es jetzt gefunden hätte, wieso würde mir das eine Sicherheit geben, dass es richtig ist? Das ist ein Thema, das eigentlich sehr wichtig ist, weil heute immer mehr von den Nicht-Muslimen, wollte ich gar nicht reden, aber immer mehr Muslime die Glaubwürdigkeit von Hadithen in Frage stellen und eigentlich alles möchten losgelöst, also die Hadithen gar nicht möchten mit einbeziehen. Sie sagen, der Koran langt mir, dort schon alles drin. Es gibt auch eine Ayah im Koran, wo heißt, das Buch gibt eigentlich auf alle Fragen Antwort, und die möchten gerne so leben und sagen, wir schauen nur im Koran. Wenn etwas im Koran ist, dann mache ich es, und wenn es nicht im Koran ist, mache ich es nicht. Und die leben auch danach. Einer, der das sagt, das hat Konsequenzen. Wenn ich jetzt alle Hadithen streichen würde und nur noch nach dem Koran lebe, was hat das für ein Problem? Was kommt euch da so in den Sinn? Wo würde ich also würde sehr schnell anstoßen und nicht mehr weiterkommen? Das muss ein ja. Du kannst nicht richtig beten. Du kannst nicht richtig beten. Wie Du willst du denn weißt nicht, wie beten? viel am Tag beten musst. Der die Regel vom Beten. Ja. Also schon beim Salat haben wir schon das erste Problem. Wer kann mir sagen, in welcher Ayah steht, dass wir 5 Mal am Tag Salat machen müssen? keiner. In keiner. In welcher Ayah steht, zu welchen Zeiten man beten muss? Steht auch nicht so genau. Es gibt das mittlere Gebet, Morgen und Nacht, das kommt vor. Aber das mittlere Gebet, was ist jetzt das mittlere? Für die einen ist es das Mittagsgebet, für die anderen ist es das Assergebet. Und wie kommst du auf 5? Wieso machen wir einmal 4 Rekat oder je nachdem 2 oder beim Maghrib sogar nur 3? Von weiter steht, so viel ich weiß auch gar nichts vom Weitersalat, das ist auch Wajib eigentlich. Also wir hätten schon bei ganz einfachen Fragen, würden wir schon anstoßen, nach was mache ich jetzt mit Salat? Also das ist ein ganz einfacher Hinweis, wie wichtig die Hadithen sind, weil ohne die Hadithen könnten wir vieles gar nicht machen.
Das ist ja der Grund, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch geschickt worden ist. Allah Ta'ala hat uns einfach das Buch abschicken können. Er wäre fähig gewesen, das Buch hätte einfach runtergehen und da in unsere Hände und jetzt mach. Ist aber nicht so gewesen. Wie lange hat es gedauert, bis der Koran vollständig herabgesandt worden ist? 23 Jahre. Jetzt muss man vorstellen, 23 Jahre, das ist eine lange Zeit. Für die meisten von euch ist gerade etwas alt, so lange wie ihr alt sind. He? Also 23 Jahre ist eine lange Zeit, aber wieso hat er so lange gebraucht? Es ist nicht, dass Allah so lange gebraucht hat, sondern es ist eigentlich, dass Allah Ta'ala uns so lange Zeit gegeben hat oder so viel Zeit gegeben hat. Damit der Prophet Muhammad eben nach die neuen Gesetze bringen können zeigen, wie es gemacht wird und uns können erklären, wie man das, was Allah Ta'ala von uns will, was im Koran drin steht, wie wir das umsetzen müssen. Und deshalb ist eigentlich seine Einwand eben ganz richtig, wenn ich jetzt einen Hadith nicht mehr berücksichtige, dann ich eigentlich schon den Propheten in Frage stellen. Nur die Leute, die das machen, tun natürlich nicht den Propheten in Frage stellen. Was tun die eigentlich in Frage stellen? Oder was ist denn ihr Argument? Denn ihr Argument ist, woher weiß ich, dass das stimmt? Das stimmt doch nicht mehr. Nach all diesen Jahren, wegen dem vorher habe ich ja gefragt, in welchem Jahr sind wir? Im Jahr 1437 nach der Hijra. Also nach über 1400 Jahren, woher wollte ich wissen, dass das stimmt? Und das ist eine berechtigte Frage. Das heisst, man muss wie alle muss man auch dem nachgehen und sich mal informieren, wie vertrauenswürdig sind eigentlich unsere Hadithe. Wie sicher kann ich sein, wie sehr kann ich auf dem bauen. Für mich sind die Hadithe einer der grössten Geschenke, die Allah uns gibt. Im Vergleich zu den anderen Religionen sind wir die einzige Religion, also der Islam ist die einzige Religion, die so etwas hat. Wo direkte Aussagen von ihrem Prophet hat, die bis heute überliefert worden sind. Und nicht nur einfach überliefert worden, so nach Lust und Laune, sondern mit einer Methodik, wo wir wirklich sicher sein können, das hat er genau so mit dem Wortlaut gesagt. Oder das hat er gesagt, aber vielleicht nicht unbedingt mit diesem Wort, aber vom Inhalt her. Das könnte er gesagt haben, oder das hat er bestimmt nicht gesagt. Es gibt auch Hadithe, die falsch sind, ganze Haufen. Aber die kennen wir. Also der Islam oder die Islamgelehrten haben schon relativ früh erkannt, wie wichtig das Hadith ist und wie wichtig das ist, auch für die Nachwelt festzuhalten. Am Anfang war es einfach. Zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz am Anfang war es nur Mekka. Da sind es noch wenige gewesen, 40, 50 Leute, oder? Nicht viel mehr. Also dann brauchst du nicht irgendwie gross etwas, um den Leuten zu erklären, was muss ich wie machen. Die sehen es ja. In Medina war es auch noch klar gewesen. Aber je mächtiger der Islam geworden ist, also mächtig im Sinn, je mehr er sich verbreitet hat, umso mehr neue Leute sind gekommen, die vielleicht nur mal kurz in Mekka waren, den Islam angenommen haben und dann sind sie wieder gegangen. Und haben aber nicht gross etwas dabei gehabt. Oder in den Jahren nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also hat man angefangen, von allen das aufsammeln, also sammeln, was gesagt worden ist. Man hat es niedergeschrieben. Und weil natürlich dann auch viel falsch gesagt worden ist, oder weil sich schon die Gelehrten, eben so ein Imam Bukhari, ein Muslim, die haben sich damals schon gefragt, wie kann ich sicherstellen, dass der Hadith, den ich jetzt aufschreibe, dass der überhaupt stimmt. Also die haben sehr früh eine Methodik aufgebaut, wo nachdem sie so ein Raster, ein Muster, das sie gemacht haben, und nachdem sie können klar festlegen können, wie sie das kategorisieren. Bei einem Hadith, was ist wichtig? Was müsste man alles schauen? Bei einem Hadith, was denken ihr? Aufgrund von was muss ich können entscheiden, ob ein Hadith richtig ist oder nicht? Was ist essentiell? Was ist wichtig? Das sind 3 Sachen. Die Überlieferungskette. Die Überlieferungskette. Wir schauen nachher noch genau, was es ist. Was noch? Oder kann ich auch jetzt sagen, also wer hat gesagt, also wer hat es überliefert, oder? Vorher habe ich gesagt, das ist da dieser Zaid ibn Arqam radiallahu anhu. Und der hat es wieder jemandem gesagt, und irgendwann ist es bis zum Imam Muslim gekommen, weil das haben wir vom Sahih Muslim haben wir jetzt zum Beispiel das genommen. Aber genau, Sahih Muslim, ich meine, das sind ja die Quellen, die einfach ein bisschen stärker sind. Ja, aber aufgrund von was? Eben, auf das kommen wir jetzt, welche Quellen stärker sind, aber es gibt 3 Bereiche, die wir anschauen müssen. Das eine ist, wer hat überliefert? Als Kette. Und dann kommt es auf den Inhalt drauf an.
der Hadith selber, macht er überhaupt Sinn? Widerspricht er im Koran? Entspricht er im Koran? Gibt es noch einen anderen Hadith, der vielleicht dem total widerspricht? Also der Text ist wichtig, die Überlieferungskette ist wichtig, im Sinne von, ist es wirklich vollständig, also weiß ich genau, also man Muslim, also vom Prophet Mohammed bis zu ihm hat er eine vollständige Kette. Der hat es dem gesagt, der hat es dem gesagt, der hat es dem gesagt, also es fehlt nie einer dazwischen. Und das Dritte, und das ist mindestens ebenso wichtig, ist die Qualität von der Trahenten, also von den Leuten, die es weitergesagt haben. Also wer hat es gesagt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel da sage, Ibn Arqam, was ist jetzt das für einer gewesen? Kennen wir den überhaupt? Und es ist tatsächlich so, dass man von all denen, oder von ca. 3.000 bis 5.000 von den Leuten sind, da kennt man die ganze Biografie, man hat das wirklich erforscht. Und eben damals schon aufgeschrieben, der ist bekannt dafür, dass er ein gutes Gedächtnis hatte, der ist bekannt dafür, dass er immer übertreibt. Ich meine, wenn wir heute bei uns in einem Freundeskreis selber mal ein bisschen schauen, wir haben Kollegen, wenn die etwas erzählen, dann glauben wir es. Andere, wo man sagt, ja, ist okay. Es klingt spannend, wenn er es erzählt, aber stimmt es echt, wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben auch bei unseren Leuten, das kennen wir eigentlich, wessen Information wie vertrauenswürdig ist. Und so hat man das damals auch schon machen können, weil das noch nicht so lange her war. Das ist also noch nicht 1000 Jahre später, sondern 200 Jahre später hätten wir da ungefähr. Hat man das noch kennt und wir hätten das alles niedergeschrieben. Also man hat jeden einzelnen von denen, die Hadithe überliefert haben, hat man nach ihren Eigenschaften nachgeforscht. Erstens mal ist er ein Muslim gewesen. Das ist mal wichtig. Also wenn ein Nicht-Muslim das gesagt hat, dann hat man schon mal nicht geglaubt. Was hat ein Muslim sein? Und wenn ich sage, man hat nicht geglaubt, das ist ja nicht unbedingt darum gegangen, den schlecht zu stellen, sondern man wollte absolut sicher sein, dass das, was ich jetzt weitergebe, dass das stimmt. Also es ist darum gegangen, sicherzustellen. Und wegen dem hat man alles, was nicht so ganz sicher ist, lieber einen zu viel rausnehmen, als einen, der falsch ist, drinnen lassen. Also man hat geschaut, was für Leute sind das gewesen, wir werden das nachher noch genauer anschauen. Man hat geschaut, die Kette. Also ist das wirklich so, dass zum Beispiel der sagt, Ibn Arqam hätte den Prophet überhaupt gesehen? Ist das überhaupt ein Sahabi? Bei ihm ist jetzt einfach, wissen wir, wer das ist? Wer ist der Said Ibn Arqam? Den müsst ihr eigentlich alle kennen, ist eigentlich relativ wichtig, einer der allerersten Muslime. Said? Darul Erqam. Also der Erqam, sagt man, Erqam ist der gewesen, in dem seinem Haus haben die ersten Muslime, die sie noch versteckt sich getroffen haben, sie sich bei ihm im Haus getroffen. Also Said gibt es verschiedene, aber das sagt Ibn Arqam, man kennt es auch als Darul Arqam, also das Haus von ihm, das war eigentlich quasi der erste Mesjid gewesen. Der ist doch ein ganz Junge gewesen, oder? Ja, das sind die meisten, ja. Die sind wirklich, das ist noch interessant, die meisten, gut, Abu Bakr war kein Junge mehr gewesen. Ja. Also in seinem Haus hat man sich getroffen, also man kennt das, bei ihm weiss man zum Beispiel, der hat den Prophet gesehen. Jetzt der nächste, da, ich habe ihn leider gesucht und habe jetzt die ganze Kette nicht gefunden. Der hat es dann auch irgendjemandem gesagt, jetzt müssen wir schauen, ist der mit ihm geredet hat, ist es überhaupt möglich gewesen, dass sie sich getroffen haben? Zuerst mal zeitlich, aber nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch. Es kann sein, dass sie in der gleichen Zeit gelebt haben, aber der eine hat in Europa gelebt und der andere hat in Mekka gelebt. Und damals war die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass sie sich getroffen haben. Also wenn man jetzt noch weiss, dass die nie gereist sind, dann kann man das zum Beispiel ausschliessen. Also man hat geschaut, haben sie in der gleichen Zeit gelebt, haben sie am gleichen Ort, oder hat ihr Lebenslauf sich irgendeines gekreuzt, wo sie sich hätten getroffen haben. Und das macht man bei jedem Einzelnen. Und wenn die Kette vollständig ist, dann ist eigentlich eine der Voraussetzungen schon erfüllt. Und dann ist man darauf eingegangen und hat jeden Einzelne kontrolliert. Es gibt Hadithe, die man kennt, wo die Kette nicht vollständig ist, wo man weiss, da fehlt einer. Und die Hadithe gibt es, die tut man auch benutzen, aber für andere Zwecke. Die sind einfach nicht mehr Sahih. Also ein Sahih-Hadith ist ja der, wo man am sichersten sind, wo man keinen Zweifel hat, dass er stimmt. Genau, also zuerst wird der Überlieferungsweg angeschaut.
Gut, er hat jetzt als zweiter Inhalt genommen. Beim Inhalt, der ist natürlich auch wichtig, also um was geht es überhaupt in dem Hadith? Hat der Hadith, also jeder Hadith, der irgendwie einer Ayah widerspricht, dem Koran widerspricht, der kann von Anfang an schon nicht richtig sein. Weil unsere allererste Quelle ist und bleibt immer der Koran. Also wenn wir irgendetwas wissen, deine Frage vorher, kann man Walfleisch essen, also der erste Ort, wo ihr noch nachschauen müsst, wäre im Koran. Nur wenn es dort nicht drin steht, schaue ich bei den Hadithen oder bei den anderen Quellen, die wir genommen haben. Also hat man auch das beim Text, bei diesem Text gemacht, man hat geschaut, ob sie irgendwie einen Widerspruch in sich haben zum Koran oder aber auch zu anderen Hadithen, die über das gleiche Thema sind. Und sobald sich etwas widerspricht, ist das natürlich dann ausgeschlossen worden. Du hast gerade vorhin gesagt, dass man die anderen Hadithen, die nicht Sahih Hadith sind, Ja. für irgendetwas anderes braucht. Ja. Ja, was? Zum Beispiel für die Sira. Wenn es jetzt darum geht, also der erste, der ein Sira-Buch geschrieben hat, ist der Ishaq bin, wie hat er geheißen? Ibn Ishaq. Das ist der erste Hashim Ibn Ishaq, der ein Sira-Buch geschrieben hat. Das ist lange Zeit das einzige Sira-Buch. Also das Sira-Buch ist ein Buch, das über das Leben von Prophet Mohammed handelt. Man weiß, dass da ganz viele Hadithen drin sind, die nicht unbedingt sahih sind. Aber damit das Ganze überhaupt fließend geschrieben werden kann, oder damit es auch einen Sinn macht, nimmt man es trotzdem. Weil nicht jeder Hadith, der nicht sahih ist unbedingt falsch. Oder? Nur dadurch, dass du jetzt beim einen nicht so ganz sicher kannst sein, ob der, vielleicht ist das einer, der ein bisschen vergesslich war, oder vielleicht übertreibt er. Dann das heisst nicht, dass es falsch ist. Vielleicht ist es ein bisschen weniger oder ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen. Eben für gewisse Sachen kann man es brauchen. Also nicht jeder Hadith wird ausgeschlossen und dann gar nicht mehr angeschaut. Aber wenn es darum geht, einen Rechtsspruch zu sagen, also wenn es etwas gibt, das nachher Konsequenzen hat, eben je nachdem du jemanden bestrafen oder je nachdem du irgendwie etwas in die Wege leiten, dann musst du natürlich auch ganz sicher sein, dass die Quelle stimmt. Und für einen Rechtsspruch, also so ein Fakih, wenn es um Fiqh geht und so die Normen, dann werden nur Sahih Hadith. Okay, also die Hadithen werden unterteilt, es eingeteilt, zuerst mal nach ihrer Akzeptanz. Und da gibt es viele verschiedene Gruppen. Wir tun jetzt aber nur ein bisschen gross, sonst kommen wir heute nicht durch. Wir sind in 3 Gruppen einteilen. Da gibt es den Sahih-Hadith, den Hasan und eigentlich alles, was nicht Sahih und nicht Hasan ist Daif. Wir haben im Türkischen auch das Wort Daif, das ist eigentlich schwach. Das sind die schwachen Hadiths, die auch nicht verwendet werden eben für wichtige Sachen, aber durchaus trotzdem können erwähnt werden. Auch wenn es darum geht, dass zum Beispiel, wie man sagen über den Achlaq vom Prophet Mohammed. Also wenn ich jetzt so etwas erzähle und dann ist der vielleicht nicht so stark, der Hadith, kann ich den trotzdem verwenden, solange er nichts Schlechtes im Inhalt hat. Aber ich tue einfach keine Rechtssprüche ableiten von einem Hadith, der nicht 100% sicher ist. Okay, was braucht es, damit ein Hadith sahih ist? Also, wie wir vorher gesagt haben, wichtig ist immer die lückenlose Überlieferung. Das also vom ersten Überlieferer bis zu dem, was er aufgeschrieben hat. Jetzt in dem Fall von unserem Hadith, der Imam Muslim, dass jeder Überlieferer bekannt ist. Dann sämtliche, also alle von diesen Überlieferern müssen vertrauenswürdig sein. Vertrauenswürdig heisst nicht nur, dass man weiss, die lügen nicht, sondern sie dürfen auch keine größere Sünde begehen. Also, jetzt, was soll ich sagen, also einer, der eine grosse Sünde macht, das heisst nicht unbedingt, dass er lügt. Aber seine Vertrauenswürdigkeit leidet darunter. Und es geht ja auch darum, dass man später mal das nicht irgendwann kann sagen, ja, aber weißt du, das hat der gesagt, ich kenne doch den, der ist so und so einer, dem kannst du doch nicht glauben. Also man hat lieber einen Hadith weniger genommen, als einen zu viel, nur um wirklich die Sicherheit gewährleisten zu können. Also der Tradient muss vertrauenswürdig sein und darf keine grosse Sünde begangen haben. Sämtliche von den Überlieferern müssen über ein gutes Erinnerungsvermögen verfügen. Das ist natürlich wichtig. Also ich würde mich jetzt nicht mehr als einen guten Überlieferer sehen.
mit der Vergesslichkeit. Aber das ist enorm wichtig, weil wenn ich jetzt die Hälfte vergesse, oder nur die Hälfte sage, das kann vielleicht genau der springende Punkt sein, in dem Teil, wo ich dann eben nicht weitergegeben habe. Und das muss man auch wissen, zur Zeit von Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sind die Leute sehr gut im Auswendiglernen. Das ist eine Spezialität von dieser Zeit. Die haben, Gedichte zum Beispiel, hat eine hohe Zeit gehabt. Und die Leute haben gerne Gedichte gelesen, sie auswendig gelernt und auch erzählt. Und vielleicht liegt das einfach auch dadurch, dass nicht viele andere Medien da sind und der Kopf noch nicht so voll war. Also die haben wirklich sehr gut auswendig gelernt und haben Sachen sich sehr, sehr schnell gemerkt. Die haben etwas einmal gehört und haben das nachher nicht genau 1:1 wiedergegeben. Also das war nicht eine Seltenheit, das war nicht irgend so eine ganz spezielle, außergewöhnliche Fähigkeit gewesen, wenn einer nach einmal hören schon etwas auswendig können. Das war damals auch so gewesen. Aber natürlich nicht jeder, es hat auch Leute gegeben, die das besser können und die es weniger gut haben können. Also wichtig ist, dass es einer war, von dem man gewusst hat, er hat ein gutes Erinnerungsvermögen. Das kann auch heißen, zum Beispiel, dass einer vielleicht, dass man diese von jemandem übernimmt oder akzeptiert, weil man weiss, das war noch, als er jung war. Und wenn man dann weiss, als er älter geworden ist, er nicht mehr so zuverlässig gewesen, dass man dann vielleicht das selber dann nicht nimmt. Also wenn das muss nicht so sein, dass einer grundsätzlich ausgeschlossen wird, dass man überhaupt keinen Hadith dann nimmt. Also wenn es jetzt um die Erinnerungsfähigkeit geht. Weil das ist etwas, was mit dem Alter oder ja, je nach Lebensabschnitt sich verändern kann. Der Hadith darf sich mit keinem anderen Hadith widersprechen, wo ebenfalls aus einer vertrauenswürdigen Quelle kommt. Es dürfen eben keine versteckten Fehler drin sein. Und man sagt, es gäbe etwa 5.000 bis 6.000 Sahih-Hadith. Jetzt ist es nicht nachgeprüft, aber wird schon sein. Aber auch von diesen 5.000 bis 6.000 Sahih-Hadith, also obwohl sie Sahih sind, werden zur Ableitung von Fiqh-Regeln nur ein paar hundert benutzt. Das hat natürlich auch damit zu, dass nicht jeder Hadith auch von der Thematik her mit etwas zu tun hat, wo nachher muss eine Regel abgeleitet werden. Das Zweite, also nach dem Sahih-Hadith kommt der Hasan. Ja? Ich habe noch etwas sagen zu der Eigenschaft von der Überlieferer. Ja. Ich glaube noch etwas sein, dass die erwartet, dass sie einen guten Achlaq haben, gutes Benehmen. Ja. Ich werde nachher noch so ein Beispiel machen, wo genau das eben nicht der Fall ist, und wegen dem hat man halt nicht genommen. Richtig, also eben, man hat die Leute wirklich sehr genau studiert und es ist auch interessant, für mich ist das lang auch ein bisschen so eine Frage gewesen, aber es gibt wirklich eine Wissenschaft, die sich nur mit der Bibliografie von diesen Menschen befasst. Und auf Arabisch findest du das alles. Also ich hätte daheim so ein File mit x Biografien von so Leuten, aber auf Arabisch, das nützt mir überhaupt nicht, leider. Aber es gibt es, also es ist wirklich eine Wissenschaft und die wird immer noch, man schafft immer noch dran. In der Moschee in Hegnau, die tun sie ja dann bald so eine Sira-Ausstellung machen. Ich mache die da auch mit. Und da kommt einmal von Medina einer, der ein Experte ist, also wo jetzt eben die ganze Geschichte und so auch archäologisch und so alles nochmal neu aufarbeiten und wirklich jedes Detail versuchen herauszufinden. Und es ist unglaublich, sie wissen genau, wer hat wo gewohnt, wer ist was gewesen. Also die Informationen, die vorhanden sind über die Leute, die gelebt haben vor 1400 Jahren, ist enorm. Und das nur, weil man es eben relativ früh angefangen hat aufzuschreiben, weil man schon sehr früh gewusst hat, wie wichtig das dann noch ist. Also damals war es schon wichtig und für uns heute ist es noch viel wichtiger. Dann der Hasan. Hasan ist eigentlich fast gleich wie Sahih, braucht auch eine lückenlose Überlieferung. Alle Überlieferer müssen vertrauenswürdig sein, also dürfen keine grossen Sünden begehen. Und beim Hasan nimmt man es mit dem Erinnerungsvermögen nicht mehr ganz so ernst. Also nicht alle Überlieferer haben ein gutes Erinnerungsvermögen. Beim anderen ist es, sämtliche Überlieferer müssen über ein gutes Erinnerungsvermögen verfügen und da ist es einfach nicht alle, also die meisten. Aber der Rest ist dann wieder gleich. Also der Hadith darf keinem anderen Hadith widersprechen, der ebenfalls aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Er darf keine Fehler beinhalten. Und ja. Da ist die Zahl größer, da habe ich keine Zahl, wie viel es von denen gibt.
Und der Daif, der letzte, ist eigentlich der ganze Rest. Also alles, was nicht Sahih und Hasan ist, nennen wir Daif. Aber auch hier gibt es ganz viele Untergruppen, je nachdem, was fehlt. Also wenn es eine Lücke hat, bei der Überlieferung heisst es wieder anders, wenn es nicht etwas ist, heisst es anders. Also hier gibt es auch ganz viele Namen, wir können jetzt dreifachheitshalber, tun wir es bei diesen 3 Gruppen belassen. Und eben wichtig für uns ist, dass die Hadithe, von denen irgendwelche Rechtssprüche abgeleitet werden, also die Konsequenzen haben, dass das nur Sahih-Hadithe sind. Und wo sehr, sehr pingelig und genau recherchiert worden ist, ob das kann stimmen oder nicht. Also jetzt haben wir Hadithe nach ihrer Akzeptanz. Und jetzt gibt es noch eine Einteilung von der Hadithe nach der Anzahl von ihren Überlieferern. Oder könnt ihr euch das vorstellen? Das kann sein, dass ein Sahabi mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein privates Gespräch hatte und das nachher weiterverzählt. Dann hat es nur einen gehört. Und das andere Extrem ist, wenn hat der Prophet mit den meisten Leuten oder zum grössten Publikum geredet? Wisst ihr das? Wen hat er am meisten? Die? Abschiedspredigt. Abschiedspredigt, Vedahut, ja. Dort, man sagt, ich glaube 10'000 Leute haben dort zugelassen. Also eine riesige Zahl. Und die haben alle das Gleiche gehört. Und die haben nachher alle das Gleiche auch weitergeleitet. Also es ist ein Unterschied, ob ich einen Hadith habe, der nur einen weitergegeben hat, und ob ich einen Hadith habe, der 2, 3, 4, 5 oder eben mehrere Tausend weitergeben. Also je mehr Leute den gleichen Hadith wiedergeben, in der gleichen Form, umso sicherer kann ich sein, dass das stimmt. Und Alhamdulillah gibt es auch ganz viele Hadith, die eben mehrere weitergeleitet hat, weil er häufig ja in einer Gruppe war, wo er geredet hat. Und ja, Jum'ah ist zum Beispiel sicher eines von diesen Sachen, aber auch wenn er das geht. Aber es gibt auch ganz viele Hadithe, die nur einen überliefert haben. Die nennt man übrigens dann, ja, wie nennt man die? Ahad, ja. Ahad wie Eis, genau. Also Mutawatir ist ein Hadith dann, wenn wir ganz viele Überlieferer haben, also mehrere Überlieferer haben, die auf verschiedene Überlieferungswege das Gleiche überliefert haben. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Bedingung, und man kann ausschliessen, dass alle die mal irgendwann in einem Kämmerchen zusammengesessen sind und miteinander abgemacht haben, ab jetzt sollen wir das Hadith verfälscht weitergeben. Und das beste Beispiel ist wirklich der Vedahut, weil da sind so viele Leute gekommen, zum Beispiel, da kann man nicht davon ausgehen, dass die nachher irgendwo zusammengesessen sind und den gleichen Hadith weitergegeben haben. Aber es gibt viele so Mutawatir-Hadithe, das ist nicht so schwer. Das heisst, die erste Überlieferungsgruppe könnte das vielleicht noch gemacht haben, aber dann die zweite und dritte wird es immer schwerer. Weil je nachdem, wo dann die Sahabis nachher eingegangen sind und wo sie gelebt haben, die sind ja nicht alle in Mekka geblieben oder in Medina geblieben, sondern die sind an den verschiedensten Orten, sogar bis nach Istanbul sind sie gekommen, oder? Und die haben ja die Hadith auch weitergegeben, also haben die nachher ganz eine andere Überlieferungskette. Und irgendwann kannst du einfach sagen, das ist jetzt nicht mehr möglich, dass einer, der dort ist, mit einem, der ganz woanders ist, oder auch von einem anderen Stamm ist, und so, dass die mal zusammengekommen sind und im Geheimen vereinbart haben, dass sie den Hadith verändern würden. Also so einen Hadith nennen wir Mutawatir. Übrigens, und das zeigt auch ein bisschen die Bedeutung von einem Mutawatir-Hadith, der Koran ist auch auf die Art und Weise weitergeleitet worden. Es wird auch auf die Art und Weise bewiesen, dass er nicht verändert worden ist. Also der Koran ist auch Mutawatir weitergegeben worden. Also was heisst Mutawatir? Den Koran hat man damals auch auswendig gelernt. Und man hat ja geschrieben, hat es zwar auch schon gehabt, aber vielleicht noch nicht als Buch. Aber die das gelernt haben, die haben das also auswendig gelernt und haben nur eine Ijaza, also eine Erlaubnis bekommen, das weiterzulernen, wenn sie es auswendig haben können, fehlerlos sagen. Und nur einer, der selber so eine Ijaza gehabt hat das können weitergeben. Und die sind dann natürlich sehr schnell auf der ganzen damaligen Welt, haben die sich verbreitet. Und jetzt, wenn einer Richtung Indien gegangen ist und der andere ist Richtung Nordafrika gegangen und der andere ist dann in den Norden gegangen, Richtung Scham und so, dann haben die eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, theoretisch nicht mehr die Möglichkeit gehabt, dass die zusammensitzen und sagen, okay, weißt du was, wir würden jetzt den Koran anders weiter erzählen. Weil es sind so viele gewesen, die das gelernt haben und gewusst haben und nachher auf ganz andere Art und Weise weitergegeben wurde. Und zwar bis heute, auch heute noch.
ist ein Korangelehrter, nur dann ein Korangelehrter, wenn er es von jemandem mit dem Ijaza gelernt hat, und zwar auch auswendig kann und selber einen Ijaza bekommt. Also Koran wird nicht über Buch gelernt. Heute kann man das Buch vielleicht als Lernhilfsmittel benutzen, aber du hast einen Titel nur dann, wenn du es auswendig hast. Wenn das auswendig dir auch abgenommen worden ist. Also der Koran ist auch über Mutawatir-Charakter überliefert worden. Also wir haben vorher gesagt, dass es Leute gibt, die Mühe haben mit Hadithen, die sie nicht akzeptieren wollen, die denken, das ist nicht vertrauenswürdig. Und denen müssen wir sagen, dass der Koran ist auf die gleiche Art und Weise weitergegeben worden, wie wollen die denn sicherstellen, dass der Koran richtig ist. Also wenn man jetzt das in Frage stellt, dann müssen wir das andere eigentlich auch in Frage stellen. Dann gibt es noch Meshhur-Hadith. Das sind die ein paar wenige Sahaben haben das weitergegeben. Und es ist eigentlich ähnlich wie Mutawatir. Also sobald es mehr als einer ist natürlich Vertrauenswürdigkeit gerade enorm viel mehr. Und wenn es nur eine weitergeht, dann reden wir hier von einem Ahad-Hadith, also von Ahad, arabischer Einser, Wahid. Genau. Und scheinbar für die schafitische, malikitische und hanbalitische Rechtsschule ist Meshhur und Ahad eigentlich ähnlich. Also sie sagen, dass Meshhur und Ahad praktisch gleich ist, gleichzusetzen ist. Und jetzt wird hier nochmal erwähnt, das habe ich vorher auch schon gesagt, es gibt natürlich Hadithe, wo man, wenn man jetzt genau das Schema anwendet, wo man dann merkt, das kann gar nicht stimmen. Dass das gar kein Hand und Fuß ist, also erfundene Hadithe sind. Die gibt es, die sind aber als solches auch bekannt. Und es gibt also auch Bücher, wie wir das Sahih Muslim haben oder Sahih Bukhari, wo die falschen Hadith auch aufzählen. Also damals schon, nicht erst heute. Damals schon das falsche Hadith gegeben. Ich meine, kurz nachdem der Prophet Muhammad gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, hat es schon Leute gegeben, die sich selber als Propheten proklamiert haben. Also könnt ihr euch vorstellen, dass nicht schwer war, dass dort schon Leute angefangen haben mit falschen Hadithen. Und manchmal ist vielleicht nicht einmal böswillig. Muss nicht unbedingt böswillig sein. Und jetzt noch kurz das, was der Sadek vorher angesprochen hat. Vom Imam Bukhari weiss man, ich meine, also alle die Hadithe gesammelt haben, die sind nicht einfach nur irgendwo sitzen geblieben und haben mal geschaut, was will ich da für ein Hadith oder wer erzählt mir was. Und Internet und so etwas haben die schon gar nicht gehabt. Also die sind, wenn sie gehört haben, dass irgendwo ein Sahabi lebt, wo auch, nein, Sahabi hat nicht gelebt zu der Zeit, aber wo Hadithe gekannt haben, dann sind die zu denen gereist. Also die haben die ganze Mühe auf sich genommen und sind dort hingegangen, wo sie von dem gehört haben. Sie sind nicht mal sicher, ob der dann wirklich dann auch etwas sagen kann, aber um das zu überprüfen. Und nicht nur einfach, ja, ich habe gehört, der hat gesagt, sondern die haben es aus seinem Mund hören, sind die zu diesen Leuten gereist und haben die diese so gesammelt und aufgeschrieben. Und jetzt heisst es einmal, eben der Imam Bukhari gehört hat, das sei ein irgendwo, lebt auch ein bisschen weit weg, wo auch ein Hadith hätte. Und dann ist er zu dem gereist, ist er bis zum Dorf von ihm gereist. Und wo er angekommen ist, hat er schon von weitem gesehen, wie er mit dem Esel wie der Mann mit seinem Esel umgegangen ist. Und zwar hat er den Esel dazu antreiben, dass er vorangeht und hat ihm etwas, was Rüebel, ich weiß nicht was, irgendetwas vor die Nase gegeben und gesagt, also eben ihn dazu gebracht, vorwärts zu gehen. Wo er dann angekommen ist, hat er ihm aber das Rüebel nicht zum Essen gegeben. Oder das, was er ihm da vor der Nase gehalten hat, hat er nicht zum Essen gegeben. Sondern er hat einfach das wieder eingepackt und scheinbar ist der Esel dann quasi leer ausgegangen. Das war wie ein Betrug. Oder? Nur aufgrund von dem, obwohl er einen weiten Weg gekommen ist, hat Imam Bukhari nicht mal mehr es für nötig gehalten, mit dem anzusitzen und zu reden. Und er hat nicht gefragt, was ist das für ein Hadith und wie sicher du bist und so. Also es hat gelangt, um den Hadith nicht anzunehmen. Also das zeigt, wie feinfühlig sie vorangegangen sind, also wie genau sie das genommen haben und wie wichtig das für sie war. Unser Eisen, wahrscheinlich, wenn ich so einen weiten Weg gehen würde ich sagen, ich lasse mir jetzt trotzdem mal an, was er gesagt hat, oder? Ich kann ja nachher immer noch meine Meinung bilden. Aber ich gesagt, nein, also einer, der so mit seinem Tier umgeht, dem kann ich nicht vertrauen. Und hat es nicht einmal gelassen und ist wieder zurück. Also so genau ist
ist man damals umgegangen, wo die Hadith aufgeschrieben worden sind. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Islam ist die einzige Religion, die das hat. Heute gibt es ganz viele, die über Jesus reden, dies und das, Isa a.s., der hat das gesagt, hat das gemacht. Und sie haben absolut rein gar nicht in der Hand, wo zurückzuführen ist auf seine Zeit. Nicht einmal die Bibel, die heute herumkursiert, kann man zurückdatieren auf die Zeit vom Propheten Isa a.s. Also sie haben zumindest gar nichts, aber absolut gar nichts. Die Juden haben noch ein bisschen mehr oder weniger so, wenigstens die Tora, aber auch sie haben keine, also die Hadith-Wissenschaft in dieser Form nicht. Also das macht der Islam natürlich auch zu einer sehr sicheren Religion, was Quellen anbelangt. Was denkt ihr, wieso hat Allah uns das so geschenkt, dass wir die genaue Information haben, dass er das gemacht hat, dass die Menschen das so aufführen, dass wir heute absolut sicher sein können, dass der Koran zum Beispiel immer noch so ist, wie er der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals gebracht hat und eben, dass auch gewisse Hadithe sich nicht verändert haben. Weil es keine Nachfolge gibt, genau. Weil das ist ja die Religion, die wird verheben oder muss verheben bis zum Weltuntergang. Es wird kein neuer Prophet geben, es gibt keine neue Religion, es wird kein neues Buch kommen. Und deshalb macht das auch Sinn, dass Allah Ta'ala das so geschützt hat. Er hat ja auch gesagt, er schützt in den Koran, dass man ihn nicht verändern kann. Also das macht absolut Sinn, weil der muss verheben bis zum jüngsten Tag. Und ebenfalls interessant ist, dass die meisten, die Hadith anzweifeln, sind aus muslimischen Kreisen. Aber die Nicht-Muslime machen das nicht. Irgendwie wissen die das besser, glaube ich, als die Muslime, dass es eben auch korrekt ist. Also teilweise benutze ich als Beweis den Nicht-Muslimen, sagt man immer, die suchen ja immer nach Fehlern. Und zwar wirklich Tag und Nacht. Es gibt scheinbar Leute, die werden sogar für das gezahlt. Und hätte es nur der kleinste Zweifel, noch nicht mal Beweis, nur ein Zweifel, dass die Hadith nicht echt wäre, oder auch, dass der Koran verfälscht worden wäre, das würde jeden Tag im Spiegel stehen, im Blick stehen, überall würden wir andauern, würden die mit dem uns vor der Nase wedeln. Also die würden mit dem kommen, wenn sie irgendwo nur schon Verdacht hätten, aber sie machen es nicht. Und umso schade finde ich es dann, dass es eben die Leute aus der eigenen Reihe sind, sozusagen, wo dann das in Frage stellen und ihr Leben eben nicht möchten, dem Prophet seinem Leben anpassen. Wenn man das auch neu anschaut, dann hat das wahrscheinlich noch andere Gründe. Oder? Nicht nur der Zweifel, ist es echt oder nicht, sondern man will eigentlich sein Leben nicht ändern. Genau. Vielleicht noch eins zu der Systematik der Hadithe. Ein Hadith ist ja nichts anderes als eine Nachricht. Übrigens, das Wort Hadith kommt auch von dem, dass es eine Nachricht ist, also ein Weitergeben von einer Nachricht. Heute haben wir auch ganz viele Nachrichten. Wir lesen jeden Tag x Nachrichten über Zeitung, über Internet. Bei welcher von diesen Nachrichten wird so streng kontrolliert? Bei nichts. Und wir glauben alles. Wir haben eine Wissenschaft, wo das Ganze, das Leben des Propheten dermaßen durchleuchtet hat und dermaßen sichergestellt hat, dass richtige Information weiterkommt. Und das wird hinterfragt. Aber die Nachrichten, die wir heute lesen, und aufgrund von denen wir unsere Meinung bilden, auch die sagen, ich bilde sie nicht, irgendwo verfärbt sie eben trotzdem auch unsere Meinung, machen wir das nicht. Und Allah sagt im Koran, dass wenn ein Muslim kommt mit der Nachricht, musst du sie überprüfen. Wenn es ein Muslim ist, der nicht so glaubenswürdig ist, dann sollst du die Nachricht erst recht überprüfen. Und was machst du, wenn es ein Nicht-Muslim ist, der die Nachricht weitergibt? Das machen wir nicht. Das wäre eigentlich eine Pflicht. Es wäre Pflicht gemäß Koran, dass wir alle Nachrichten überprüfen. Aber wenn sie in der Zeitung steht, wenn sie vom Handy steht, dann glaubt man alles. Also würde das Zeitungen auch machen, dann hätten wir wahrscheinlich ziemlich leere Blätter. Also nicht sehr viel, wo da in diesen Zeitungen stehen würde. Okay, also das hat jetzt mehr dazu gedient. Also ich denke, dass die Frage auch immer häufiger kommen wird. Also was ist ein Hadith? Wie sehr kann ich dem trauen? Wie sicher sind wir?
Und es ist mir wichtig, dass ihr wisst, wir können also wirklich sicher sein. Es ist nicht einfach nur Handgelenkmagie, ja, das tönt gut, das nehme ich. Sondern es ist wirklich eine ganz ausgeklügelte Technik, wie man das kontrolliert hat, aufgebaut hat. Und wie wir heute absolut sicherstellen können, dass die Hadithe, zumindest die Sahih sind, dass die auch stimmen. Haben Sie dazu noch Fragen? Also den Brüder noch nicht, falls jemand ausspricht. Das sind neue Hadithe gerechnet jetzt zum Beispiel. Das sind neue Hadithe gerechnet jetzt am heutigen Tag. Das ist nicht. Ein neuer Hadith, nein. Also wenn du fragst, ist es möglich, ist es noch schwer, ein abschliessendes Nein zu sagen, aber theoretisch kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich ja damals so rücklos... Hadith, die nach dem Buhari sind, sie zum Beispiel nochmal so wie auftaucht sind. Jetzt bin ich überfragt. Aber die haben nicht alle ihre Hadithe gleichzeitig geschrieben. Es gibt zum Beispiel Hadithe, die im Bukhari drin sind als Sahih und die sind im Muslim nicht drin und umgekehrt. Weil die haben natürlich nicht mit, die sind nicht ein Team und haben zusammen gesucht. Also insofern müssten wir jetzt schauen, wer hat zuerst geglaubt und in dem Moment, ja, sind sie auch natürlich nachher, aber ob heute noch einer auftauchen könnte, das tue ich jetzt ein bisschen in Frage stellen, kann man es fast nicht vorstellen. Ja, Bukhari war einer der Ersten, oder? Ja. Bukhari ist einer der Ersten. Alle Muslimen, die sind so. Und die haben das auch wirklich sehr genau gemacht und sie haben auch die grösste Sammlung. Und wenn ein Hadith, ein Sahih Hadith, also ein Sahih Hadith ist immer Sahih, das ist immer sicher. Aber wenn du einen hast, der im Bukhari und im Muslim ist, die werden dann quasi noch als, ja, was ist sicher als sicher, das wäre noch sicher. Also die haben ziemlich alle gleich gelebt, alle gleich auf die Welt gekommen. Ja, das ist ähnlich, ja. 200 nach der Hijra. Mhm. Keine Frage? Ich hätte noch eine Frage. Aber es gibt ja zum Beispiel Hazrat Ali und Hazrat Osman, die haben ja auch, wie soll ich sagen, auch nicht Hadith, aber sie haben gesagt, ja, die Überlieferungen von ihnen, ja. Genau, und wie kann man dort überprüfen, ob das... Das habe ich nie überprüft, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auf die gleiche Art und Weise... Aber es gibt keine... Ich weiß es nicht. Also ich will das nicht sagen, wo ich... Weil wir lesen eigentlich nur Hadithe, wo dann Dings, aber in Büchern kommt das immer wieder vor, stimmt, dass man sagt, der Hazrat Ömer hat gesagt und so. Radiallahu anhu. Die werden sicher auch überprüft, wo das sie. Also gut, wenn es ein Hazrat, ja, das kommt natürlich darauf an, wer dann die ganze Kette gemacht hat. Aber das habe ich so jetzt noch nie durchgedacht. Jetzt gibt es einen Hadith, den ich nicht genannt habe. Ich habe eigentlich gedacht, das fragt sicher einer, was ist denn mit dem? Was gibt es noch für einen ganz speziellen Hadith? Direkt vor. Die mit den 73 Gespaltigen? Nein, das ist einfach ein Hadith vom Inhalt her. Nein, ich meine jetzt vom Typ her. Es gibt einen Hadith-Typ. Hadith Qudsi. Ja, genau. Es gibt einen Hadith Qudsi. Aha, okay. Was ist ein Hadith Qudsi? Da habe ich nicht gefragt, dann gehe ich davon aus, dass Sie es wissen. Jetzt bitte schön. Direkt vom Propheten? Nein. Also was jetzt direkt von? Das ist so gesagt, so der gleiche Wert wie Ayat. Also wie, Nicht ganz. Was ist denn der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einer Ayat oder zwischen Ayah und einem Hadith Qudsi? Der Ayah ist genauso, wie es Allah überliefert hat, Wort für Wort. Ja. Und Hadith Qudsi ist am Propheten überliefert worden und der Prophet hat es in seinen eigenen Worten weitergegeben. Also ein Hadith Qudsi ist jeder Hadith, der Sahih ist natürlich, wo so anfängt, wo mit dem Wort anfängt, Allah Ta'ala hat gesagt. Also jeder Hadith fängt immer an, ich habe gehört von, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das. So fängt eigentlich in der Regel ein Hadith an. Und ein Hadith Qudsi hat den gleichen Anfang, aber der erste Satz von dem, was der Prophet sagt, ist immer, Allah Ta'ala hat gesagt. Also er wird etwas sagen und sagt, dass aber Allah ihm das direkt so gesagt hat. Das ist ein Hadith Qudsi. Und der Unterschied zur Ayah ist, wie es der Sadr richtig gesagt hat, bei der Ayah ist alles von Allah Ta'ala vorgegeben. Also der Wortlaut, also die Wortwahl, ja, und auch wo es dann im Koran reinkommt, das ist alles vorgegeben. Während beim Hadith Qudsi nur der Inhalt, also nur, dass der Inhalt kommt von Allah Ta'ala, aber die Wortwahl, die Art und Weise, wie er es dann sagt, kommt vom Prophet.
Das ist einfach ein kleiner Unterschied, weil sonst wäre es ja, wie bindend ist das? Wie bindend ist ein Hadith? Sehr. Eigentlich schon. Also wenn ein Hadith mutawatir ist vor allem, also der, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass es quasi wie eine Erklärung vom Koran ist, weil alles, was er gemacht hat und gesagt hat, eigentlich uns den Koran näher bringt oder erklärt, ist das, sollte man diesen Hadith folgen. In dem Fall danke fürs Zuhören. Lillahi ta'ala al-Fatiha. Allah salli ala